Untertreibungen, mein Freund. Nicht Untertreibungen. Und eins muss ich sagen, ohne ihn würde es dieses Trio nicht geben. Warum? Da erzählen wir euch dann in einer kurzen Story. Ich bin froh, dass ich ihn jede Woche, fast jeden Tag begleiten darf auf der Gitarre. Unseren Mastermind der Band, unseren Chef der Truppe, unseren Kommerzialrat Hans Ecker. Hanse! Dankeschön. Mastermind, wie meinst du das jetzt? Ein Master. Dankeschön. Los, was regnet. Geh, oida, geh, komm. Frau. Und ja, zwei Polizisten sind damals vom Auftritt heimgefahren und die waren jetzt sehr übermütig und schon ein bisschen im rauschigen Zustand, sind von der Landstraße angekommen, sind dort gegen einen Baum gefahren und der eine Kieber hat zum anderen gesagt, boom, so schnell waren wir zwar noch nie an einer Unfallstelle. Ne? Waren sehr aufgeweckte Kieberer und für solche Leute haben wir damals gespielt und tun das auch heute noch gern. Du, da war einer beim Doktor, der hat gesagt, Herr Doktor, es ist eine Katastrophe, ich rede im Schlaf, sagt er, das ist so schlimm, sagt er, für mich nicht, aber meine Kollegen lachen schon über mich. Denn ich will nicht niemals aus dem Rahmen, haben wir die Film, Na wohin? übern Gaumen, um dazu reden, da der Liebe Schmäh. Aber wir sind... Für eine Wie ist das noch? Da ist der Bub von der Schule heimgekommen und hat gesagt, Papa, ich möchte nicht mit in die Schule gehen. Da ist einer, der ist so grauslich. Sagt er, was macht er? Sagt er, der sagt immer zu mir, du Schwuchtel, du Schwuchtel. Sagt der Vater, dann hau ihm einen in die Goschen. Sagt er, ich will nicht, der ist so süß. Das wollen Sie hören, jetzt nehmen wir einen Schluck, mein Lieber. Ich habe mal ein Lied geschrieben, das hat ungefähr so geheißen, hede die, dann tätet die. Wir haben aber nicht bedacht, was wir tun täten, wenn wir mal müssen täten. Ja, und vor allem, wenn wir in die Jahre kommen, gell? Ja, So wie der zum Doktor sagt, Herr Doktor, immer nach dem Sex habe ich so ein Pfeifen im Ohr. Sagt er, in Ihnen, Alter, wollen Sie noch Standing Ovation? Geh mal! Nimm Peitschen in die Hand und schrei, hey! Jo, ich schrei hü, ich schrei ho, jo, ich schrei allebei, hüst da der ho. Jo, ich schrei hü, ich schrei ho, jo, ich schrei allebei, hüst da der ho. Hopp! Da ist uns dieser Text eingefallen. Mir ist auch was eingefallen, Was denn? weil ich mich mit Dominik Werner unterhalten habe. Eine Bücherei? Ein Anruf auf der Polizeidienststelle. Herr Inspektor, schnell zu Hilfe! Meine Schwiegermutter will Sie umbringen! Helfen Sie mir, die will sich aus dem Fenster stürzen! Und der Kieber hat gesagt, na dann halten Sie es zurück. Sagt er, um das geht's nicht, ich bring's Fenster nicht auf. Ja, was ne? Pedal, du als Kieberer musst ja wissen, wie das ist, wenn man gestört wird im Dienst durch einen Anruf. Na was? Beim Schlaf. Ja. Der letzte Elefant, gell, von mir sagt, na Herr Inspektor, schnell, zur Stelle, ich brauche Hilfe, hier im Lokal, da raufen zwei Frauen um mich. Sagt er, herrlich. Sagt er, was heißt herrlich, die Blade quint? Aber jetzt ja. Da deppert erst. Oh, das passiert. Hätte sie lieber die Blade aus dem Fenster hauen sollen, ne? Aber die hat nicht durchpasst durch die Luken. Schön, meine lieben Freunde. Ich geh mit meinen Freunden so gern zum Wirten. Das ist eine liebe kleine alte Hitten. Die ersten 2, 3 Viertel, da wir schütten. Und nach dem 4. wird's ja Steingenuss. Das Häusl geh ich nie zum Wasser lassen. Ich will schon einfach mitten auf die Straßen. Da geht einer bei Stahof bei der Mauer vorbei, auf einmal hört er von drinnen. 13! 13! 13! Auf einmal kommt er dort zu einer Stelle, so ein Fenster in der Mauer, ein Loch, will er nachschauen, halt den Schädel ein, steht der Depper da drin, haut der Mann aufs Auge und schreit, 14! 14!
13, 14. Ich stelle mir das immer so bildlich vor, was das ist ein Wahnsinn. Du hast bei mir oft nur erlebt. Alkohol, mein allerbester Freund. Heute jedoch, da ist er mein allergrößter Feind. Denn er hat mich damals in die Ehe reingeführt. Ich danke Ihnen schön. Dankeschön, vergelt's Gott. Erst da kommt einer Wirt zu sein, es steht einer an der Schank und weint bittere Tränen. Der ist ganz fertig. Der sieht den dort, geht zum Kölner, sagt er, was hat er denn der Herr? Sagt der Kölner, pst, nicht aufregen. Sagt, was hat er denn, was weint? Der Herrns auf, habe ich noch gesagt, ein bisschen diskreter. Den brauchen sie nicht beneiden. Ein armer Hund, wirklich. Sagt er, was hat er, was weint er denn? Sagt der Herrns, der hat 2 Probleme am Hals, die wollen sie nicht haben. Nee, sagt er, was 2? Sagt er, was ist denn das erste? Sagt er, stellen Sie ihn vor. Den hat die Frau verlassen. Sagt er, um Gottes Willen. Die Frau verlassen. Das 2. Problem, sagt er, die Schwiegermutter ist ein Blieben. Da darf man warnen, gell? Da darf man warnen, Peter. Gut meinen mit dir. Ja, danke, Herr. So wie der sagt, ich habe seit mehreren Monaten kein Wort mit meiner Frau gesprochen. Sagt der andere, Bumsatz, ist so beiß. Sagst du, nein, ich will es nicht unterbrechen. Ich habe dann gesagt, beim Zähneputzen soll er zuschlagen. Jetzt bin ich in der Maske schon. Hey, Pipi, Langstrumpf, ja. Mal schaffen. Hüaho, in der Schimme, hüaho. Oh, hüaho, in der Schimme, hüaho. Hüaho, in der Schimme, hüaho. Stellt meine Rose in Stall. Jetzt ging's zum letzten Mal. Fühl dich angesprochen. Steht eine bildhübsche junge Dame mit einem Sommerkleidl. Der Gräs. Tief dekoltiert. Ja. Schön Anzug. Bei einer Schank, ne? In einer Bar. Und der Vetter ist auf der anderen Seite von der Schank. Der schaut schon so um. Und auf einmal hebt diese Dame den Arm und sagt, bitte ein Glas Sekt. Hat die unter der Irrschen so ein bisschen Haar. Also jetzt noch einmal. Ein Glas Sekt. Die Haar der Fette. Na, das Mädel hat sich dort in die Sektflöten ein. Wie es fertig war, sagt, aber noch ein Glas Sekt. Die wieder die Haar der Fette. Na, das geht so 6, 7, 8 Mal nicht. Die Dame hat schon ein leichtes Spitzel. Sagt, aber Time. Die Haar der Fette, Bube. Pippenlacke. Doch ist ja. Alles, was die prima Ballerina getrunken hat, das geht auf meine Rechnung. Sagt sie, Hans, das ist aber lieb von Ihnen, dass Sie mich einladen. Aber wie kommen Sie denn drauf, dass Sie eine prima Ballerina sein? Sie sagt, ja, es sind Hax, ist ja hoch in der Ebene. Peter, mach uns den Marabu. So ein ergreifender Text. 2 Warme stehen am Wiesenrand, das Zunferl in der Hand. Und weil's in Schatten stehen, kann's keiner sehen. Hallo. Nein, das meine ich nicht. Ich meine das Orgel. Das ganz Orgel, das haben wir ganz am Anfang gespielt.